Mein Name ist Isabel Sova, ich bin seit 28 Jahren diplomierte Infirmière. Ich arbeite seit 10 Jahren an einer Maison des Aînés, was früher ein Altersheim genannt ist. Als Schicht fängt an mit einem mündlichen Rapport, wo die ganze Equipe zusammensetzt, und wo mir das neizt, dann über die Bewohner gewogen gehen, was den Tag für drun geschieht ist. Die Infirmière ist ein Teamleader auf ihrer Schicht und sie organisiert den ganzen Auflauf rund um die Bewohner. Du hast auf der einen Seite das medizinisch, an der technisch, wo du dann beim Bewohner spritzen musst, verbannen musst, Medikamente musst. Dann musst du natürlich groß wissen über Krankheiten haben, über Medikamente, Behandlungsmethoden, die entgehen. Und du musst Beobachtung mit allen Sinnen machen. Am Tour haben wir ein Tablet dabei, wo man kann seine Dokumentation, seine Medikamente, seine Vitalzeichen gucken und auch alles andere bis hin zu Foto machen können. Das ist kein Beruf, den du allein kannst machen. Du schaffst im Team mit den E2-Janten, mit den Ergoen, mit der Kine, mit der Animation, mit den Doktoren, Psychologen und vieles mehr, was noch so im Haus ist. Und dann sind wir eigentlich so eine kleine Koordinatrice für die Bewohner. Wir organisieren dann ganz den Rendezvous. Therapie wird neu dokumentiert, bestellt und abdickt. Das machen wir auch alles. Eine ganz wichtige Aufgabe von der Infirmière ist natürlich auch die psychologische Betreuung. Immer an Open Door haben, an sich Zeit holen, an Nachlauschen, auf Bedürfnisse angehen. Die Infirmière begleitet auch mit der Animation, wie zum Beispiel Stricken, so Kochstunden, Tanz am Sitzen zum Beispiel. Da machen sie viel Ausflüge zusammen mit den Bewohnern. Und sie fahren auch zusammen mit den Bewohnern an Vakanz, für die Bewohner zu unterstützen und seine Besucher, die da brauchen alltag. Also der Beruf ist vielseitig, es geht nie langweilig, weil kein Tag ist wie ein anderer Tag. Aber es ist auch nie allein, weil du schaffst immer im Team. Ich selber gebe den Beruf immer im Lehren und noch machen. Weil meine grosse Passion beim älteren Mensch liegt, und weil ich ihn auf seinem letzten Lebensweg begleiten will. Mehr wie ein Beruf, eine erfüllte Karriere.